ich bin Jürg und ich empfehle dir, bleib bis zum Schluss dran. Und somit herzlich willkommen zu Grisha Yeti grüß dich. Das Format, in dem du einfach unter das Video herschreiben kannst, Hashtag grüß mich, und dann werde ich in der nächsten Episode sehr gern grüßen. Wenn du natürlich auch eine Frage an mich hast, kannst du dir auch jetzt unter das Video hineinschreiben. Wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal bei Grisha Yeti grüß dich wird deine Frage von mir beantwortet. Du hast unter das letzte Video hergeschrieben, Hashtag grüß mich. Das werde ich sehr bald machen. Vorher will ich einfach nochmal erwähnen, bleib wirklich bis zum Ende von dem Video dran. Denn ganz am Schluss gibt es noch ein, zwei Punkte, die erwähnenswert sind und die sicher interessieren könnten. Kommen wir jetzt zu den Grüßen. Krigi, Ivo, Silvi, UFreak 7, Modellbauer und zum Schluss der Nils. Somit sind wir bereits bei euren Fragen angekommen und die erste Frage ist vom Can Adri Kuster. Er möchte wissen, wer findet besser, der Sen oder der Pottelberg? Ich finde beide Goallieder Hammer. Ich persönlich habe das Gefühl, dass der Pottelberg besser könnte werden. Ob das der Fall wird sein, das wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Der Adrian Silvi hat eine Frage an mich, und zwar: Denkst du, dass der Hische sich durchsetzt in der NHL? Da bin ich mir absolut sicher. Er ist bereits jetzt in der Vorbereitung auch schon wieder richtig top gewesen. Und wenn er von Verletzungen verschont bleibt und richtig gefördert wird, dann wird aus ihm ein richtiger NHL-Topstar. Was machst du beruflich? Das ist die Frage vom UFreak 7. Diese Frage habe ich schon ein paar Mal beantwortet, sogar in einem meiner allerersten Q&As. Nichtsdestotrotz sind natürlich sehr viele neue Abonnenten dazugekommen, die sich allenfalls auch diese Frage stellen. Ich arbeite im technischen Support bei einer Bank, bei welcher Bank, wo auch immer. Das sei mal dahingestellt. Die Frage von Bobokong ist jetzt dran. Er schreibt: geiles Video. Dankeschön einmal an dieser Stelle. Jetzt aber seine Frage: Du gehst das NHL mit dem Rob ZSC vs HCD. Okay, das zeigt, wie lang eigentlich die letzte Folge von Grisha Yeti grüß dich bereits her ist, denn das Video ist schon bereits erschienen. Wenn du das noch nicht gesehen hast, zieht dir das unbedingt rein. Es ist so geil geworden. Ich verlinke euch das noch unten in der Videobeschreibung, wahrscheinlich sogar noch da oben in der Infobox. Es ist einfach nur heftig geil, legendär geworden. Das war's bereits von euren Fragen an mich. Wenn du aber noch eine Frage an mich würdest haben, dann schreib doch dir jetzt unten als Kommentar zu dem Video her, und wer weiß, vielleicht kommt sie beim nächsten Video sogar dran. Jetzt kommen die Punkte, die ich am Anfang erwähnt habe, also wirklich unbedingt bis zum Schluss sollten dran sein, und ich bin mir sicher, euch wird das interessieren und ich will gar nicht länger drum herum reden, sondern direkt anfangen. Im ersten Punkt da geht es um die Videos, welche kommen, wann kommen sie, etc. Und das ist folgendermaßen: Es gibt ja einige Leute, die sich wünschen, dass sie ja Ultimate Team im NHL 18 zocken. An dieser Stelle kann ich einfach sagen, wird es nicht gehen. Mir gefällt der Modus nicht im NHL so, wie es im FIFA der Fall ist. Jedoch fragen sich natürlich jetzt sicher einige, wieso habe ich denn das Pack-Opening gemacht? Das Pack-Opening habe ich gemacht, damit, wenn ich wieder mal livestreamen sollte mit NHL, ich auch gegen ein paar von euch kann zocken mit meinem Ultimate Hockey Team. Nicht nur Ultimate Team ist von manchen gewünscht worden, nein, eigentlich jeder einzelne Spielmodus von NHL 18 ist gewünscht worden von irgendjemandem, und ich kann leider nicht auf jeden einzelnen Wunsch eingehen. Auch wenn ich es sehr gerne machen würde. Es muss Einschränkungen geben, denn es gibt auch noch jetzt auch FIFA 18 Videos, wo ich möchte raushauen mit einer Serie, mit Upgrades etc., wo dann natürlich ihr gefragt sind mit aktiver Teilnahme. Denn es ist sehr vieles von euch abhängig, wenn ihr aktiv seid, mit Liken, mit Kommentieren. Nur dann können wir miteinander richtig voll der Spaß auskosten. Und aus dem Grund, damit ich meinen Teil kann auch erfüllen kann, können natürlich so viele Videos wie möglich raus. Aktuell läuft ja League of Nations, das wird aber sehr bald am Ende sein. Ob mit dem Titel oder nicht, das wirst du sicher sehr bald erfahren, denn wir wissen ja, wie weit wir sind, wenn nicht. Video unten in der Videobeschreibung abchecken, also Link vom Video abchecken und hier reinziehen, dann siehst du, wie weit wir bereits dort sind und was kommt nachher. Ich weiß noch nicht, ob eine neue Saison von der Schweizer Liga oder der NHL Threes Modus.
Aktuell bevorzuge ich den NHL Threes Modus, also den Story Modus. Was aber genau wird sein, bleib dran. Am besten abonniere meinen Channel kostenlos, dann wirst du einer der Ersten sein, der das gerade erfährt. Also, du hast gemerkt, NHL wird weitergehen. FIFA wird kommen. Ich habe aber auch noch vor, vielleicht Random Games rauszuhauen, wie bisher. Einfach so zur Auflockerung für mich, auch zum Spaß, zum Spaß am Ganzen haben und nicht fix auf etwas konzentriert sein und denken, jetzt muss das kommen, jetzt muss das kommen. Und aus dem Grund habe ich auch keinen fixen Upload-Plan. Es kommt nicht genau an dem Tag das Video, dann kommt das. Klar gibt es manche, die das von euch wünschen. Jedoch für mich ist das eine gewisse Einschränkung und dann kann es zu einem Müssen werden und das soll es ja nicht werden. Ich bin mir sicher, die meisten von euch können sich jetzt ein bisschen in meine Situation hineinversetzen und das ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und da will ich noch einen weiteren Punkt ansprechen und zwar, es ist eine kleine Sache, aber es ist etwas, was mich ein bisschen beschäftigt und nicht so manchmal recht heftig beschäftigt. Da geht es zum einen, also ich bringe ein Beispiel mit Instagram, man kann es auch ein bisschen auf Twitter und ganz selten, wirklich sehr selten auch auf YouTube beziehen. Und zwar geht es eigentlich um Punkte, wenn ihr irgendetwas bei Instagram ein Video raushauen, ein Bild raushauen, wenn ein neues Video rauskommt und eine Frage dazu stellen oder euch um etwas bitten. Aktuelles Beispiel, bis das neueste Video für PlayWC, habe ich euch darum gebeten, hey, geht doch zu dem Video und hauen einfach in den Kommentaren rein Hashtag #JediArmy, damit die anderen sehen, was für eine geile Community wir sind. Leider wird das nicht wirklich so gemacht. Ich hoffe, nachdem ich das aufgenommen habe, bis es rausgekommen ist, hat sich das geändert und wenn nicht, dann soll es sich jetzt ändern. Also züchen euch das Video rein von PlayWC, wo ich rausgehauen habe und hauen rein Hashtag #JediArmy, damit die anderen sehen, was wir für eine geile Community sind. Und weil wir so Hammer sind, weil ihr so Hammer sind, gibt es die Möglichkeit, am 14.10. mich persönlich zu treffen, kennenlernen, Fotos machen, ein bisschen schnarren, etwas zusammen trinken, was auch immer. Denn ich werde am 14.10., das ist der Samstag in einer Woche, also der Samstag in einer Woche, ja, ihr checkt es, ihr wisst ja, ihr habt ja auch einen Kalender. Auf jeden Fall an dem Tag werde ich in Bern in einer Expo sein, am Bern Expo Gelände. Beschränkt, geistesarm, schwer von Begriff. An der Swiss Toy Digital werde ich vor Ort sein und dort würde ich mich freuen, einige von euch können anzutreffen, ein bisschen schnarren, trinken, eben wie gerade erwähnt, irgendetwas ein bisschen uns hier, ja, Community ein bisschen fest. Was mache ich da? Idiot, umgangssprachlich für Mensch von geringer Intelligenz. Ich bin momentan komplett aus dem Konzept, jedoch es ist der x Versuch, ich mag nicht mehr Versuche machen. Und weil das schon bereits war, mehr Informationen gibt es wirklich nicht. Vergiss nicht, 14.10., gerade vor ein paar Sekunden erwähnt, bin ich an der Swiss Toy Doof, umgangssprachlich für einfältig dumm. in Bern, genau. Dort werde ich sein. Jetzt bin ich wirklich draußen. Ich bin am Ende. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen.